Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt geht's Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. Herzlich willkommen zur letzten Folge vor der Sommerpause. Nicht? Nein. Wow. Vorweg schon mal, die Sommerpause die ist unbefristet. Weil es ist ein Halb beisammen. Und der Samen ist für immer. Ja, man, nein, Sorry. ich glaube, dass die Leute einen Kontext haben. Wir können euch nicht sagen, ob es 4 Wochen dauert, ob es 5 Wochen dauert, ob es 6 Wochen dauert. Voll. Aber es dauert nicht lang. Das sehen wir dann, Bruder. Die Sommerpause geht so lang, wie sie geht. Ich glaube, es tut... Ja. Ich glaube, Ich meine nicht lange in uns mehr messen, weißt du? ja, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir ein paar Wochen Pause machen und unser Leben leben, in den Sommer gehen. Ich mache dann so Insta-Story wie Fußballer, weißt du? So am Strand, nachher mache ich so Post, dann mache ich so Batterie, weißt du? Recharge und so. Geil, ja, Recharge, das Shit, Alter. Hey, apropos, also genau, wir sind sicher bald wieder zurück, aber wenn nicht, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zum andere wunderbare Podcasts zu hören in unserer Nein. Hört euch unseren Podcast nochmal, schaut noch einmal kurze Worte, vielleicht auf ihr habt Content von uns konsumieren. Ja, das stimmt. Genau, und ich glaube einfach, wir haben ja zum Beispiel auch wieder einen Kommentar bekommen von Luan. Ja, Luan. all-time number one. Hater, aber auch irgendwie nicht. Nein, ich weiß nicht, einfach, ja. Auf jeden Fall, er kommentiert wegen, er hat gerade einen Doppeldisc gemacht. Ah ja? Ja, ne, er weiß schon, dass der GK jetzt wieder 16er gestartet. Genau. Er kann weg von den Kommentaren und einfach einen 16er schreiben für jemanden. Nein, man, er hat geschrieben, wir sind so konsistent. Konsistent. Konstant, Ja. das meine ich. Dankeschön. Ja. Nein, red Deutsch, Mann. So konstant mit Podcast aufnehmen, wie ich mit meinen Neujahrsvorsätzen. Ja. Und er spielt ja darauf ein, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt meine Fitness-Journey. Dazu Das haben wir auch voll verhängt. Genau, das habe ich voll verhängt, dass wir das noch machen. Also ich meine, dass wir mal drüber reden, aber Ja. ich weiß nicht, ob wir drüber reden. Nein, aber ich Okay. sage dir etwas. Luan, Nein. das war nicht ein Neujahrsvorsatz gewesen, weil ich habe ihn im November getroffen. Der Vorsatz, also fick dich. Sonst, Aber dass die Leute checken, ja. dass es diese Woche wieder fast keine Folge gegeben hätte, dass die Leute checken. Ja, Wir haben einen verfickten Blog gehabt, ja, wo wir hätten können Podcast aufnehmen. ja. Ein verfickter Blog. Ja. Das machen wir jetzt für euch. Es ist die unangenehmste Zeit, um überhaupt aufstehen wollen mit den Brüdern reden. Ja. Aber wir machen es für euch. Ja. Okay, es ist, was haben wir für Zeit? Es ist jetzt 9:50 Uhr am Morgen. Okay, wir sind seit am 8 Uhr auf dabei, seit am halb 8 Uhr dabei. Es gibt einen Slot. Wir haben gesagt, von 9 Uhr bis halb 11 Uhr haben wir diese Woche am Freitag Zeit. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, Gesmet, weil wir haben sonst nicht Zeit. Genau. Für alle Menschen draußen, die einen richtigen Job haben und jeden Tag um 8 Uhr aufstehen. Ja, Okay, cool. we feel you. Hey. Ja, das andere, was ich haben will sagen, ist, hey, ich glaube, Was nicht falsch verstanden, wir machen es eben gerne, sorry. genau, das andere, was ich will sagen, ist einfach wie so, hey, vielleicht gibt es mal eine Woche, wo es keine Folge gibt und das ist auch okay, weil wir haben jetzt, das ist jetzt unsere knapp 140. Folge. Und ja. Ich sage immer noch. Luan, schreib mir privat, wenn du ein Problem hast, Bruder. Ich komme auch wo immer du wohnst, Bro, in Bremgarten oder so, du dreckiger Aargauer. Ich nehme mal an, er ist Aargauer. Geil. Schreib, Bro, wir können das privat regeln, Bro. Und nachher sonst viel Liebe. Bro, ich finde es stark. Gar nicht als Ding. Ich finde es. Die Moment, die Ansage, die du drauf hast, auf die Seite. Ja. Ignorieren, dass es passiert ist. Ignorier du das nicht, Luan, der Rest kann es ignorieren, aber du, Bruder. Ich mache aus dem Löwein ein Miezchen, Bruder, ein Kätzchen. Wenn der Jonas redet, wenn der Loi redet, Wasser ist ruhig. Wasser ist ruhig, Bruder. Was auch immer das heißt. Wasser ist ruhig.
Ey, Ich mach König der Löwen mit dir, Bruder. ich schwör, Ja, sorry. der Pombau, weißt du, man, der Thema. Nein, okay. Nein, okay, jetzt kurz seriös. Jetzt sag ich, wenn man so fest aussprechen, wieder vergessen, was ich sagen. Ja. Du bist bei... Ah ja, genau. Also, schau, es geht darum, du kannst immer einen durchsetzen, dass er kommentieren wird. Er soll auch kommentieren. Aber analytisch. Ja. Und er lost, Ja, das stimmt. er lost, nachher stimmt. sagt er. Das stimmt. Er macht nicht so first oder irgendwie so, Ja. die haben 7 Wochen geschafft und so. Er Irgendwie ist ein Löwe, Bruder. Aber er regt mich auf. Aber er ist Ja, ein normal, Löwe. Bro, normal. Wir regen sicher auch Leute auf, wenn wir... Ja, das stimmt. Leute, Nein, Leute, weißt du, das Ding ist, ich stell mir vor, Leute hören Mhm. und ich kann einfach nicht mitreden. Ja, das stimmt. Wie letztes Mal mit dem Maskott. Eben, weißt du, Leute Ja. sicher so, oh du Idiot, Maskott. Ja, Wir ja, so, ich schwör. ah, scheiße, Maskott. Ja, und wir ja, schreien. voll. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube einfach, hey, ich wollte einfach wie so sagen, es gibt halt Wochen, wo es mal nicht einen Podcast gibt, eine Woche dazwischen. Und das ist auch okay, Bro. Lebt Ja, damit, weil wir leben auch damit. Also, das Ding ist, lebe damit, wir leben nicht davon. Checkst? Tell them, Bro. Wie, wenn das ein Lohn wir generieren, Billa, wir wären mit sogar Stempel da jetzt. Mit Tipp. Ein aus, weißt du? Was? Ein aus, ausstempeln. Aha. Eingehen, ja. ausgehen, mit sogar der. Wenn der Lohn von dem wird Genau. Bro, Bro, letztes Mal hat mir einer geschrieben Ja. auf Insta. Er so, Bruder, ich hatte dich gesehen mit den E-Bikes in der Stadt am rumflitzen. Mhm. Krass, hä? Er so zu mir, du bist Star, aber voll auf dem Boden bleiben, Bro. Bruder, Das ist aber das Problem. Bruder. Ich habe nicht ein E-Bike, so ein Miet-E-Bike, weil ich auf dem Boden bleiben bin, Bruder. Ich habe keine 3000 Schuss. Eben, Zum ein E-Bike kaufen, Bruder. die Leute haben eben, weil andere Spasten den Leuten das Gefühl gegeben haben, dass wenn du ein paar tausend vor Instagram hast, Scheine sind dumm. Ja. Wegen dem, alle haben das Gefühl, oh, bei dir läuft auf TikTok. Okay, ja. Nein, man muss einfach auch ehrlich sagen, Bruder, zum Spaß beiseite, man muss einfach auch sagen, wir kommen ja, also nicht, dass Musiker genug Geld bekommen mit Streams auf Spotify, Ja. aber wir Also bekommen, EAZ kommt viel zu viel über. Zum aber, Beispiel. aber Podcast hören, also streamen, gibt einfach kein Geld. So. Ja, Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. So. ja, einfach, dass das fragen immer, es ist urkrass, ist erstaunlich, dass Leute ab und zu noch fragen, so, ja, geil, was kommen die da pro Stream über und so. Und dann Ja, denke ich ja. so, Bruder, ein Mail kommen wir rüber, einmal im Jahr. So, hey. Da, Analyse, wer wo den scheiß dreckigen Podcast gehört hat. Aber ja, scheiß mal auf das. Das haben wir jetzt ein paar Mal so durchgenommen. Das ist jetzt wieder gut. Ja, ja, safe. Wir freuen uns, also ich freue mich sehr auf die Sommerpause, ich brauche sie auch. Ja, ich auch, ja. Es sind auch ein paar Heavy Monate gewesen, so. Ja, man, schön. Im September drehe ich meinen nächsten Film, Ja, man, Movie. meinen Abschlussfilm. Und, Der da. Der da. Dankeschön. Schön. Und, Wie das als Intro? ja. Krass. Mach noch. Der da. Krass. Ich habe vielleicht den Namen jetzt. Auf jeden Fall. Ja, man, das läuft bei mir. Im Sommer gehe ich auf Ska. Kuchese. Jamadani via via. Nein, ich gehe auf Albanien. Ja. Nicht auf Jamil, Aha. nicht auf Sarand. Aha. Einheimische gehören, ich check. Ja, schick. Ich gehe Abstadt. auf Mitro. Nein, Spaß. Ich bin in der Nähe von Green Coast, Bro. Ich weiß nicht, kennst du das? Bruder, das gibt noch nie. Das Ja, das ist so ein neuer Ort, wo. ist also, wie so eine Abschiebehaft von Amerika. Ist Bro, es Green ist. Coast. Nein, es ist noch krass. Es ist wie so ein riesiger Komplex, so ein Ferienkomplex. Krass. In der Nähe von der Riviera. Ja, Rivera. Ja, Das. Dankeschön. Rivera. Rivella, Mann. Shoutout. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, gebt mir Tipps, wo ich in Albanien soll angehen. Schreibt mir, wo ihre Tanten sind. Und Ja, bin ich Bro. ja, Bro, Das wie lange fragst du mich nicht. wie lang bist du in Albanien, Bro? Ich bin auch in Albanien 2 Wochen lang gewesen. Ja, ich auch, Bro. Also, wo soll ich angehen, Bruder? Ja, Bro. Zum Beispiel Berat ist schön. Schönes Schloss. Voll. Feines Essen, Bro. Tschüss, Bruder, der ist jetzt. Dankeschön. Feines Essen, Bro. Schöne Stadt. Du siehst auch so Sachen wie wieso Osmanische Reich noch gegen Albaner geschafft hat. Durchgekommen, Bro. Dort siehst du das sicher. Berat? Ja, Berat, ja. Syrien kalter. Das ist ein ganz Syrien? Syrien, ja. Was ist das? Aber kalt. Nein, Syrien. Syrien kalter heißt es. Das ist so, ich weiß nicht, was es ist. Also, ich weiß nicht, ob der Name kommt wegen Wasserfall, aber ich glaube, es ist mehr so ein Fluss
wo das Wasser noch so frisch vom Boden kommt. Was ist das für eine Hitze da drin, Mann? Ja, Hinder. sorry, ja. Also Also Quelle, würdest du sagen? Quelle, ja. Mhm. Eiskalt und krank feines Essen, Bro. Und du? Wirklich. Hä? Ja. Das würde ich dir empfehlen, das ist sicher krass. Bro, Tirana einfach genießen. Pristin, Tiran, Zürich, Lausanne. Ja, genau. Ja. Tirana will einfach auch nur genießen. Ich habe keine Lust auf so Großstädte, Bro. Ja, aber Tirana ist nice. Tirana ist nice. Es gibt mir so ein bisschen Dings-Vibe, so ein bisschen... Es fühlt sich auch wie in Griechenland. Es ist so Ja. gleich. Ja, Bro, Albanien, ganz Albanien fühlt sich auch... Ja, aber da Ja, wollte ich als eben wär's- an die Riviera. Mhm. Ja, Riviera gehen. Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Business, High Society, Ja, ja. mehr, Da triffst du so Mergim und so. Mergim, Bruder, Ja. Shoutout, Mergim, Bruder. Da triffst du Mergim 100%. Aber weißt du, was eben, das haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Ja, schau, wie er trinkt, doch nicht. Jetzt haben wir so 3-4 Stück, dann wäre es scheiße warm da drinnen, Mann. Mit Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Kiesstrand. Boah, ich bin absoluter Hater von dem. Du bist absoluter Hater, gell? Ja, Maximum. Warum? Es stört einfach... Also, zu meinem Prinzip von Ferien geht einfach Maximum entspannen. Okay. Ich mache was... Wildes Konzept. Ich mache nur das, was ich Bock habe. Ja, krass. Und, Okay. und nur das, was mich... Also weißt du, so, ich will wirklich, dass alles so nicht stresst mich. Also wahrscheinlich, du gehst in die Ferien zum Entspannen Ich hole los. und nur das machen, was du Bock hast. Ja, warte. Komisch, okay, ja. Und ich mache nur das, was ich geil finde, so, was mich bockt. Und eins von Sachen, die mich nicht bockt, was mich mad hässlich macht, weil ich weiß, jeden Tag, wenn ich aufstehe, das ist geil, ist, wenn es Kiesstrand ist. Kies. Kies. Agar Kies. Kies. Bro, wenn ich weiß, dass wenn ich jeden Tag, wenn ich an den Strand will gehen, meine Füße wie so auf geschliffene Lego-Steine rumlaufen. Es fuckt mich ab. Wir haben letztes Mal eine lange Diskussion gehabt darüber. Ja. Lieber Sand. Bro. Ähm, Lieber Sand. Dafür ist Sand halt Und- der Pain. Die 1-2 Meter bevor du ins Wasser gehst, ist ja der Strand so ist richtig so warm. mhm. So von deiner Liege bis ins Wasser, du gehst zum letzten Strand, zum letzten Schattenpunkt, gehst mit deinen Füßen 3 und dann hast du 3 Meter bis zum Wasser. Mhm. Und dazwischen der Strand und full Sonne auf den Strand, Mhm. auf der Sand und so. Also 1-2 Meter wäre ja gut, Bro. Ja, aber ich sage so, du musst so schnell, Aha. dann bist du im Wasser. Aber dafür, wie geil ist es, wenn du im Liegestuhl bist und ein linker oder ein so irgend so Fuß so in den Sand tust, wo schon den ganzen Tag Schatten war. Mhm. Und du gehst aber mit dem Fuß, ist eiskalt. So, du gehst in Ich check, was du meinst. Okay. Ja, ja. Das kannst du bei Kies nicht machen. Okay. Also ich Ich habe versucht zu erklären, wieso mich Ich verstehe es, ja. Es ist auch eine gute Argumentation. Darf ich argumentieren? Argumentieren. Okay. Nicht valid. Nein. Also ich finde erstens unschuldig am Sandstrand ist, es ist viel heißer als Oh, der Sonne, safe. Kies, Ja, fix. 100%. Ja, safe. Plus, Bro, du bist den ganzen Tag am Sandstrand und am Abend gehst du duschen und du hustest einmal aus dem Arsch, kommt 1 Kilo Sand. Das ist auch ein Haben wir alle Unschuldiger. Ja, erlebt? ja, das ist auch ein Unschuldiger, ja. Guter Punkt, ja. Aber, ja. Dann Kies klebt nicht an deinen Händen. Ja. Auch wenn du aus dem Wasser rauskommst Auch wenn du aus dem Wasser rauskommst. und weißt, deine Füße so stresst dich nicht wegen dem Sand. Genau. Darum finde ich, also ich würde jetzt wagen zu behaupten, alles in allem ist Sandstrand schon geil. Ja. Aber ich finde jetzt Kies kannst du nicht haten, Bro. Der einzige Punkt wegen Füße und so, okay, das check ich, aber ich finde eben bei Sandstrand ist auch nicht chillig mit den Füßen, ist meistens sehr heiß. Ja. Aber, Bro, ich bin langsam in dem Alter, über das haben wir letztes Mal sehr lange diskutiert und die Folge ist dann noch nicht rausgekommen, aber ich bin langsam in dem Alter, wo es auch okay ist, zum Badeschuh anlegen. Hey, ich habe das vor ein paar Jahren entdeckt. So mit Flipflops und Badschuhe einfach ins Wasser und so. Ja, also es ist jetzt nicht das Coolste. Das ist geil. Ich laufe jetzt auch nicht mit dem und sage, ja, ich habe eine Show Das auf ist- Pro7. Aha, okay. So, oder auf Join. Krass. So, weißt du, weil dann denken sie so, krass, was für ein Ich gehe das Jahr in die Türkei, Bro. Ja, auf So, die wo full Kennex sind, Bro. Ja, das stimmt. Von Deutschland und so. Das ist ja schon geil. Ich kann voll flexen. Das finde ich Ich kann krass. Maximum go flexen. Gehst du rausholen? Ich sage, kennt der Pro7? Jeder sagt ja. Ja, natürlich. Dann sage ich, kann der Joint? Sage wahrscheinlich auch jeder ja, weil Deutschland Natürlich. ist die grosse Nummer. Ja, auch in der Schweiz.
Nachher sage ich, ja, vor euch, Ist der. einfach, dass ihr checkt, vor euch. Kennt ihr die Szene, wo so, wenn so Stars im Club sind, nachher voll die Szene und so, du bestellst ein Flash, es geht voll ab, jeder checkt, du bist da. Würdest du so Flaschen mit so. Ja, mit Namen und so. Wo steht El Zero Mer und so? Nein, ich würde meinen Instagram-Tag. Erzähl krass. deinem Freund. Ja. Aber ich habe das in meine Bio kopiert, weil ich will, dass man sieht. Ah, dass man sieht. Kurz im Ohr bei Join und Ja, in ja, Brasilien. ja. Ich will. Weißt du, wo wir in Miami haben wir verarscht? Irgendwie haben wir verarscht, dass wir den Chris Brown gesehen im Club, wo wir Ich waren. weiß ja, wer verarscht hat. Ja. Der Gili, Mann. Der Gili. Ja. Der Eros hat einfach so Hashtag Miami Chris Brown gesucht und vom Club hat das Foto vom 3 Jahre älter am Gili geschickt. Bro, das ist der Miami, komm mit Das Chris ist Chris Brown gesehen. ist dort. Mit- Weißt du, wer aber wirklich dort war? Nein, das Bro ist niemand dort gewesen. Alle am Bro. Triple, Bro. Das ist niemand dort gewesen, Bro, Snoop Dogg ist dort gewesen. Ja, tamam, Bro, okay. Tamam. Weißt du, er hat dort gewesen? Netanyahu ist auch dort gewesen, Bro. Ja, Mann. Bro, es ist genau niemand dort gewesen. Es hätte können sein, weil wir haben nachher abchecken und so. Das ist ja schon Place to be. Ja, wir haben ja 80 Stutz gezahlt, um reinkommen. Ja, Das ist so peinlich. Bro, es... Was? Nein, machen wir es nicht auf. Ich kann sagen, wie das entstanden ist. Aber nachher heisst es wie so, Junge, jetzt macht er wieder etwas auf Miami und so, Aha, weißt du? ja, ja. Und dann ist sowieso, Alter, wir sind nicht einmal dankbar und so. Ja, nu, Bro, ja, nu. Miami, ich gehe auf jeden Fall nie mehr. Doch, Alter. 100%, Nein, Alter, nein. ich gehe fix, Bro. Gehen, Bruder. Gehen, aber gehen mit 100%, Gott. Bro. Bro, Miami ist... Wenn ich jetzt auspacke, deine Cover-Story. Bruder, das ist eine andere Geschichte. Ja, aha, nicht? Das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der... Was interessiert mich das jetzt, Bruder? Ich bin in einer liebevollen Beziehung und ich bin glücklich. Punkt. Was soll ich Wieso denn? muss Kofferbesuch jetzt sexualisiert werden jetzt? Ich wollte etwas anderes erklären, Bro. Was hast du erklären? Ich wollte sagen, ja, wir sind dort gewesen und ich habe noch nie ein... Ich habe all die Jahre, wo ich dich immer im Koffer begleitet habe und besucht habe und mit dir gewesen bin, noch nie bist du so happy im Koffersalon reingelaufen und wieder rausgelaufen. Noch nie. Bruder, lassen wir das Thema. Noch nie, Bro. True Papi Munier. Hey. Noch nie. Bro, scheiß mal auf das. Also, los jetzt. Ja. Was ich vorher wollte sagen oder fragen. Aber wieso willst du da mal... Bruder, es Abgesehen davon, dass es teuer ist, ja, gebe ich dir. es hat mir nicht so gefallen, Bruder. Okay. Hast du Time of Your Life gehabt in Miami? Bro, ich finde, du kannst geile Sachen unternehmen, Mann. Sag 3 Sachen, die geil waren. Keys, Orlando. Agar, ja. Orlando Und- ist halt wie und- nicht Miami, Bro. Ja, wir haben einen Tagestrip gemacht. Okay. Aber von dort kannst du machen. Und Das Brasilianisch. ist wie wenn du sagst, Thurgau ist hure geil, ich bin auf Zürich gegangen. Okay, ja, easy. Aber dann, okay, sag ich etwas anderes, Bro. Dann, das Brasilianisch, also Essen generell ist geil gewesen dort. Krass, ja. Einkaufen ist auch geil. Ja, fair. Und, Bro, über all dem, was ich jetzt gesagt habe, nochmal on top, erst Ja, Nummer 1, ja. Strand, Bro. Wasser und Strand. Ich weiß nicht mehr, wo und wann wir am Strand gegangen sind in Miami. Bro, ich bin dort. Übrigens, wenn ich Miami sage, meine ich Miami. Ich check's noch kurz weg, Okay, ich bin. Ja. Okay, sorry. Tango, Deutsch? Miami. Ja. Bro, wir sind dort ja immer wieder, wir sind vor allem die ersten paar Tage sind wir 1-2 Mal am Strand gewesen. Ja. Und ich bin sogar im Wasser gewesen und so weiter. Und dort, Bro, bin ich rausgekommen und ich habe, glaube ich, bis heute bin ich überzeugt davon, ich habe, glaube ich, 3 oder 6 Monate nach dem immer noch so sonnenbrandmäßige Dings gehabt, Bro. Ich habe jeden Tag, ich so, ja, ich glaube, es geht morgen weg. Dann bin ich schauen, ich so, ich glaube, es ist mit mir. Warte mal schnell, wo sind wir zuerst gegangen? Auf LA oder auf Miami? LA, Unsere erste Ferien. Sind Miami gewesen oder LA? LA. Bist du sicher? Also ich als Dings, ich kann es dir gerade sagen. Ich hätte gemeint, also, ja. Ja. Also wenn ich so nach Album gehe, dann ist Skimbelano, Mann. So, also. Ich habe da einmal. Miami sind wir 2017 gegangen. LA, Vegas, Grand Canyon 2018, Miami 2017. Ja. Okay, ja, wir sind zuerst Miami gewesen, in dem Fall. Okay. Miami. Weil Haben ich wir eine glaube, Hälfte von unserer Ferien damit verbracht, Familie von gewissen Leuten besuchen. Bro, ich habe es wunderschön gefunden. Aber Dings, ich weiß noch, ich habe nur so eine Woche weggehen. Und es ist genau, ja man, es ist November gewesen. Wir wollten eine Woche weggehen. Und dann haben wir gesagt, ja, Bro, eine Woche in Europa. Ich weiß nicht genau, wir sind eine Woche in Europa, wo willst du gehen? Dann haben wir überlegt. Dann hat der Preis, glaube ich, einigermaßen schick gestimmt. So. Schon ein günstiger Flug, aber wir weißt, gehen wir Miami für eine Woche, dann sind wir in Miami gegangen. Sind wir nur eine Woche gewesen? Ich glaube, ja. Wir sind Keys schauen, wir sind in Miami gewesen, wir sind Universal Studios gewesen. Das war zu krass gewesen. Universal Studios war geil gewesen, Mann. Das war zu krass gewesen. Universal Studios sind krass. Ja, Mann. Bro, andere Frage. Wann bist du das letzte Mal so lang geflogen?
Das müsste sein. Bro, ich bin nur lang geflogen, immer mit Kollegen, mit Jungs. Also wahrscheinlich auch mit dir oder mit jemand anderem. Entweder ist es... Ich kann einfach nachschauen, meine letzte Ferien, Bro. Es müsste 2018 sein, wenn ich Also so auf weit Miami weggeflogen sind wir bin. sicher 12 Stunden geflogen oder so. Ja, wir sind über New York halt noch umgestiegen. Nueva York. Ja. Nueva York. Sind wir über New York umgestiegen? Ja, wir sind über New York umgestiegen, ich weiß nicht. Ja. Wir sind über... Auf LA sind wir direkt geflogen. JFK? Ja, JFK Kennedy. Bro, ich glaube, eiskalt im Fall. Ja. Es war LA gewesen, im 2018, weil 2019 habe ich nichts gemacht, nachher ist die Pandemie gekommen und ab dann sind wir eigentlich in Griechenland rum gewesen. Und weißt du noch, bist du aufs WC gegangen? Ein Flüger? Ja. Ja. Unchillig. Aber jeder Flüger. Ich wollte einmal im Leben First Class fliegen, einmal. Und dann? Dann ich dusche dort, Bro, ich esse dort, Bro, ich mache Kinder dort, Bro, alles, full. Wenn ich 30.000 für so einen 12-Stunden-Flug gebe, wo ich mich wie so eine Suite fühle, Bro, Maximum. Ich sage auch eine Frau, mir keine einzige Sekunde von diesen 12 Stunden schlafen, wir konsumieren nur 12 Stunden. In 12 Stunden wir konsumieren, Bro. Was ich aber nicht checke, sind die Leute, die so Business oder First fliegen auf Spanien. Ja, so 2 Stunden fliegen. Ja. Das check ich nicht. Ja, wieso macht es keinen Sinn? Erklär es nicht. Ja, Bruder, du zahlst das Dreifache. Ja, für 2 Stunden fliegen. Aha, ich habe bedenkt immer im Fall, dass Business auch halt, wieso heißt so, ja ne, weißt du, andere sitzen und so, aber es ist einfach so. Ja. Dass deine kleinen Flüge. Ja, also auch, weißt du, wenn innerhalb von Europa, wenn du Business nimmst, du bist auch grippt. Weil das ist 1-2 in der Regel, in 9 von 10 Fällen ist der gleiche Sitz. Ja, du bist ein bisschen breiter, glaube ich. Es sind ja immer 2. Ja, also das Einzige, also ich weiß, Bro, so wie ich mitbekommen habe, und auch so ein bisschen mitgesehen habe und so, Bro, immer die Inlandflüge, immer so Business, die haben 1-2 den gleichen Sitz. Das Einzige ist einfach, dass neben ihnen niemand hockt. Es ist immer so, wenn eine 4 Reihe ist oder 3 Reihen, hockt einfach eine Person und mit 2 hockt einfach eine. Ausser zum Beispiel so Airlines, wo wirklich so Scheine und so, Turkish Airlines und so. Turkish Airlines haben sogar für innerhalb von Europa haben sie wirklich andere Business Class, also breitere Sitz zum Beispiel und so. Okay. Aber wenn zum Beispiel mit Whaling-Flügen oder mit, braucht es einfach scheißegal, weißt du, so Swiss und so weiter, du gehst in Business von Zürich, London und du hast nicht so eine Business-Experience im Flüger quasi, so dass du auch Komfort etwas krasses hast und so, sondern du hast vielleicht eine Lounge vorher, wo du essen kannst. Du hast einen eigenen separaten Eingang und so, um in den Flüger zu gehen. Aber im Flüger selber hast du nicht spürbar einen anderen Komfort. Essen vielleicht ein bisschen mehr, ja, safe. Aber deswegen sage ich, Bro, ich sag dir, du musst einmal Business oder First fliegen, aber so einen langen Flug. Irgendwie Tokio, Australien. Es ist so ein Flug. Was wäre so ein Ort, wo du nie würdest hingehen? Australien. Wieso? Bro, ich habe so eine Phobie vor Käfer und so, dort wäre mein Tod, mein Untergang. Das ist schon crazy, das wäre mein Untergang. Letztes Mal habe ich fast einen Unfall gemacht, weil ein Biene im Auto nicht geflogen ist. Weißt du? Okay, erzähl. Ich bin so am Fahren mit meiner Mutter, ich bin so am Auto, gell, und ich habe die 2 Fenster auf der Seite aufgemacht. Wegen was für ein Auto? Audi, Bro. Okay. Und dann habe ich so Fenster runter, Bro, und einfach ein bisschen Luft und so weiter. Und ich rede mit dir und während ich rede und nach rechts gehe, ich gehe nach rechts und wahrscheinlich beim rechts in die Kurve hinein, ich dann nur so mitgenommen. Also Bienen oder Wespen? Bruder, wahrscheinlich eine Wespe gewesen. Das war so ein Haiwan gewesen, Bro. Oh ja. So, du hast seine Flügel. Oh ja, so, das ist krass. weißt du, so. Hornissenmäßig. Bro, ich so, und ich gehe so in die Kurve und ich sehe einfach so, wie ich in die Kurve gehe, ihn mitnehme. Er war nicht mal da ins Auto wählen. Also, what the fuck? Also, ich bin auch immer nach rechts gucken, wo bin ich da gelandet, weißt du? Yeah. Bro, und ich gehe rein, ich so, wow, ich mach so, gell? Ich so, mach mal. Ich so, weißt du, ich so am Fahren, Mann, mach den weg. Sie so, chill. Yeah. Ich so, was chill? Ich habe rechts angehalten. Ich so, damn. Bro, ich habe irgendwas Neues, so irgendein Papier und so. Ich trau mich nicht, mach du und so. Hast du Allergie? Ich glaub's nicht. Okay. Wie wäre es, ja? Bei mir wäre es. Scheiße, Mann. Ja. Das ist auch unschuldig, so wie du es entdeckt hast, deine Allergie. Ja, aber kommt die Geschichte... Ja, fix. Aber eben Australien, also ich meine, Australien hat wilde Tiere, Bro. Ja. So, weißt du, dass ein tasmanischer Teufel ist? Das klingt schon nach irgendetwas, wo... Aber eigentlich wahrscheinlich schon etwas ganz so Eidechs oder so. Nein, es gibt ja das Ding, es gibt ja die Cartoon von dem tasmanischen Teufel. Da hast du sicher gesehen, so ein Viech, Bro. Warte. Also das Viech sieht so aus. Ah, ja, das sieht lustig aus, Mann. Aber der fickt alles. Ja. Und das ist der Ding, das ist der Cartoon. Den kennst du nicht? Ja, der ist lustig, Bro. Ja. Der ist... Ja, okay.
du dummes. Ja, der ist so lustig, man. Auf jeden Fall, irgendwie, ich habe schon Bock, Was? auf Australien mal gehen. Ich auch, aber weißt du wieso? Wegen der Maori. Nein, das ist in Neuseeland. Sorry. Okay. Ja. Okay. Jemand schreibt, das ist auch Neuseeland. Nein, okay. Bro, Dings. Ganz ehrlich, es wird mir aus einem Ecke vielleicht noch akzeptabel vorkommen. Ja. Und das ist, wie so viel Italos dort hat und es wenigstens geiles Essen hat dort. Wo? In Australien, Bro. Wieso Italos in Australien? Was? Maximum, Bro. Maximum. Griechen und Italos sind am Übernehmen dort, Bro. Kannst du mal nachmachen, der tasmanische Teufel? So dumm sie. Oh shit. Das ist so lustig, ich habe nicht gesehen. Und der kann wirklich nur das, der rennt und macht nur das. Einfach so. Ja, der Chef von den South Pitch, weißt du, von einem riesen Fernseher, und sie so, ich habe eine Kinderserie im Kopf und so, erzählt, der ist der Main-Charakter. Was soll der rennen und das so, blablabla. Hey, nein. Bro, so, was haltest du denn so von Australien gehen, nach so einem Camper nehmen? Das wäre nicht geil, aber ich mach das nicht. Weil das mit Camper nehmen und durch ein Land gehen, durch einen Kontinent, würde ich einmal im Leben machen. Mhm. Und das mache ich in Amerika oder in Dings. Skandinavien. Krass. Ja. Okay. Wegen Natur. Ja, weil ich habe das Gefühl, ich habe mehr davon. Bei Australien, ich habe das Gefühl, du fährst mit dem Camper, du fährst einen Tag, dann schaust du links, Wasser, rechts, Kängurus. rechts so Kängurus. Natur, Kängurus. Ja. Okay, tamam, wunderschön. Schlaf schön, nächsten Morgen, okay, links, Wasser, rechts, Kängurus. Okay, schön, Ja, schlaf ja. schön, links, Wasser, rechts. Ja, ja. Oder nach 2 Wochen, du so, okay, morgen, tamam, wir checken den Kängurus. Ich check aber nicht so ganz. In Australien gibt es ja. Und ganz ehrlich, Bro, in Australien hörst du immer wieder so Leute, muss man auch einfach so News. Mann, nach 20 Tagen Wanderung in der Outback, Ja, Outback, das muss ich wieder sagen. Outback-Dings gefunden, nachdem er wegen einer Autopanne versucht hat, Ach, einen das ist schon Notriff zu... Bro, allein schon das wegen dem Outback dort, sie sagen ja, wenn dort etwas passiert... Ja. Dort steht ja auch, wenn du, bevor du reinfährst, steht so, die nächsten 400 Kilometer gibt es keine Tankstelle. Nix. Auch kein... Bro, teilweise ist auch kein Empfang und so weiter, die sagen da. Das nennt man das Busch. Nein. Kein. Ich glaube, es ist, glaube ich... Schau jetzt, Halbwahrheit, ja, egal, der ganze Podcast. Ich habe das Gefühl, dass wenn du dort hingehst, Ja. ich habe gemeint, dass das sogar auch sei, es steht so, bevor du dort reinfährst, so, wenn dir etwas passiert, bleib im Auto. Krass. Nicht Wenn weil, so Hast du mal gesehen, wie Kängurus schlägern? Bro, ich wirklich eins weiß, wie meine Cousins kennen, wenn sie fighten. Bro, also es ist ja, die geben ja Füße. Also Bro, vor allem die Viecher, hast du mal so einen richtigen Känguru gesehen? Bro, wenn der auf so einem Schwanz am Dings ist und sich so, die sind Gleichgewicht, Bro, der, hast du mal so einen Dings von ihnen, Apropos so, Schwanzhocken, ja. so einen Beutel von ihnen, da innen, wo die Babys sind drin sind. Nur nass anscheinend. Bro, Okay. komplett ADS momentan. Aber lass mal schnell. Kängurus, wenn die wirklich so aufmucken, Bro. Ja, kennst du das Foto von dem einen, der so... Ja, Bro, das ist so ein Bär, Alter. Bro, der geht sicher Dings, man, der geht sicher so ein... Musti-Gym. Der geht Gold Gym, Bro, der geht Musti-Gym, Gold Gym dort. Der geht sicher mit dem Tanktop da, wo bist du Ja. zuerst. Und den Nippel abdeckt. Bro, was weißt du über Australien? Eben, ich weiß So nur... random Facts über... Random Facts über Australien. Look, ich sag dir 2 Ängste, die mich begleiten, wenn ich so an Australien denke. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie berechtigt sind. Ich habe einfach das Gefühl, beim einen haben es vielleicht auch viele andere Leute, aber man steht vielleicht nicht so dazu. Ja. Einer von meinen Ängsten ist, Bro, ganz ehrlich, in Australien, und das teilen sicher auch viele mit mir, aber wird nicht so viel droppt, wenn du auf dem WC bist Ja. und du machst das Geschäft, Bro, Oh mein Gott. und irgend Oh mein Gott. irgend so eine Schlange packt in die Eier. Oder noch schlimmer, irgendeine Spinne dort versteckt sich in dieser Kloschüssel, kommt aus und beißt dort etwas. Bro, ist gesehen. Jetzt 2 Sachen. Nichts in Australien ist so, Bro, wenn das passiert, nicht so schlimm. Alles immer gut, lass mal abchecken, ob lebensgefährlich Alles ist. tötet dich. Ja, Bro. Dann gehst du ins Spital. Mhm. Mir ist das... Nein, das ist alles... Lieber gehe ich von mir aus in Skandinavien, Bro. Look so, ehrlich so, wenn ihr über die Straße lauft, kann ich fischen, chills. Also ich glaube,
Aber Random Facts, Australien ich weiß nicht. hat eben auch... Doch, eine weiß ich. Ja. Eine weiß ich. Australien war ursprünglich eine Gefangeninsel gewesen vom British Empire. Eine Gefängniskolonie. Ja. Das habe ich auch... Also ursprünglich ist es, glaube ich, einfach mal ein Land gewesen, wo eigene einheimische Menschen hatte. 100%, ja. Und nachher 100%. sind Briten gekommen. Ja, mal. Shoutout. Die haben die ganze Shoutout Welt my gekickt. favorite colonists, Bro. Aber ja. Also, schau, ich habe jetzt geschrieben, gib mir Random Facts über Australien. Ja. Kängurus sind häufiger als Menschen. Es gibt zweimal so viele Kängurus wie Menschen in Australien. Krass. Was würdest du sagen, alle Kängurus, alle Menschen von Australien, wer gewinnt den Fight? Ich sage fix Kängurus. 100%. 100%. Bro, das sind alle, die können alle fighten. Mhm. Von Das ist wie ein Gorilla. all diesen Menschen, Bro, sage ich, Mhm. ein Viertel, vielleicht, wenn es gut kommt, eins eine gute Füße geben. Ein Drittel. Nein, ein Fünftel vielleicht. Aber die dort, Schau, 1932 haben die Australier einen Krieg geführt gegen Emus. Weißt du, was Emus sind? das sind die Vögel. Die komischen Straußvögel. Ja, da. wo du das mal erklärt hast. Ja, Wo genau. Genau. Und die haben verloren. Menschen haben verloren. Die sind aufgegeben, weil die haben sich zu schnell... Ja, ja. Die haben, während die gejagt haben die gesagt, jag du es nur, ich gehe jetzt 7 Frauen schwängern. Und jeder macht von denen 10 Kinder von mir. Aber ja, nu. Genau, das mit der Gefangenenkolonie. Welches Land würdest du nie... Okay, warte. Würdest du... Ich hätte schon ein, zwei Sachen, die ich sage, aber das Problem ist, Mm. es ist auch ein bisschen racist, wenn ich das sage. Checkst Ich weiß welchen. Sag. Nein, ich sag nicht. Sag. Warte, nein, ich sag nicht. Okay, aber... Sag mal. Nein, okay, aber... Sag mal, komm. Würdest du... Schau, sag mal, was du denkst, was ich meine. Nein, Bro, egal was ich mache, ich tapp in den Fall. Nein, Bro, sag einfach, was du 100%. denkst, was ich nie würde wieder besuchen. Sag mal. Bro, das ist ein Safe Space. Schau, ich sage dir, du denkst, was ich... Ich weiß, was du denkst. Was denke ich? Schwierig zu sagen. Okay, aber ich frage dich etwas anderes. Nein, sag's doch einfach, Bro, Bruder. sag's nicht, sag du. Bruder, wie meinst du? Ich wollte wissen, was du denkst. Aha. Ich sage... Es hat sicher... Bro, hör auf, rundum reden, sag es einfach. drin, in diesem Land. Bro, sag... Ja, also... Oder? Bruder, Ich- sag doch einfach, was du denkst, was ich denke. Nein, ist schwierig zu sagen. Bruder, was ist mit dir los? Bro, ich kann das nicht sagen, hör auf, Bro. das Gespräch unnötig jetzt so machen. Sag einfach, was denkst du, Ja. welches Land würde ich nie wieder besuchen? Australien? Nein. Aha, okay. Kein Wieso Glas. machst du so? Dann weiß ich nicht. Wieso machst du Dann so? sag doch du. Wieso bist du ein Pitch? Ich weiß nicht, sag du. Hä? Ich weiß nicht, sag du. Wieso kannst du nicht gerade sein? Ah, du! Sag doch du, wenn du gerade bist. Bruder, Ja. ich schwöre, ich würde sagen, Das ist mit dir gewesen, Bro. aber ist kein Problem, ich sag Nein, stehe sag dazu. nicht, sag Ich nicht. stehe dazu. Sag nicht, Grammer, sag nicht. Ich sag Sag nicht, mal, sag nicht. sag mal, was du denkst, bitte. Ich Sag. habe jetzt geraten. Ich habe jetzt geraten. Ja. Jetzt bist du. Bruder, Ich habe versucht, das ist nicht gegangen. Ich habe Bruder, versucht. bitte. Ich habe versucht. Sei doch freudig an. Bro, ich kann nicht in Gedanken lesen. Hör auf, ein du. Pitch sein, ich bitte dich. Sag einfach, Schau, von Bro. Bruder zu, sag einfach. Hey, Bro, look, jetzt muss sicher der Luan jetzt schon kommentieren, Bro. Ich sehe jetzt schon, Es wie er ist nicht kommentiert. schlimm, sag, was du denkst. Bro, Ich weiß es wirklich nicht, Wunder. Bro. Wirklich nicht. Ich habe Australien gesagt. Thailand. Okay. Thailand. Nein, schau nicht Thailand. Okay. Ja, was ist das? Ich sag's nicht. Ah. Ja, wenn du so machst, Ja, ich mach auch so. ja, du tust die ganze Zeit sagen, sag. Aber Wenn du so machst, ich mach auch so. okay. Ja, ich kann, Bro, es ist Niemand. Ich muss. Kijk. Okay, welches Land würdest du nie besuchen? Lass überlegen. Ganz ehrlich, Aha. weißt du, reizt mich null. Was? Arabische Emirate. Krass. So bei Dubai und so. Null. Ohne Scheiß. Ja, du. Null. Null. Du bist ein Islamophob? Hä? Wow. Bro, Ich weiß gar nicht, ich wie bin. mit dem so Ich umgehen. verstehe einfach nicht, wieso Leute in ein Land gehen oder in eine Stadt gehen, wo alles, was du da machst, auch kannst machen, nur dass es 40 Grad ist und noch teurer als die Schweiz. Okay, Bruder, Ja. Scheiß auf das. Komm, auf 3 sag Ja. mir beide die ersten Buchstaben von dem, wo ich Bruder, meine. ich kann schon nehmen, Bruder, Drop ich von bitte dich, Ländern. ich Das ist bitte dich. einmal einen Komm, Drop. der erste Buchstabe. Es Steh kann mal ein alles sein. bisschen. Ja, Okay, auf 3. okay. Machst. Bro, ich habe schon Machst so viele oder Sachen nicht? gedroppt. Machst oder Drop doch nicht? mal du. Also ich drop auch. Okay. Ist das Land, wo du nicht willst gehen? Nein, din. Nein, ich din. sage... Ich habe meine selber nicht mehr gehen. Australien, Bro, ganz klar. Never ever Australien. Never ever. Niemals. 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 Crazy. Es müsste ein kranke, gestörte, irgendein Event geben, wo ich wieso, das entweder lebst du im Leben So oder nicht mehr. viele 17-jährige Mädchen, die gerade jetzt aus dem Gimmi gekommen sind so enttäuscht von dem, was du gerade gesagt hast.
Bro, ich glaube, Australien ist immer das Krasse. Ich glaube, die meisten können jetzt mittlerweile auf so Japan und so. Japan? Japan. Bro, mach mir den Gefallen. Auf 3 sag der erste Buchstabe. Der erste Buchstabe, Bruder. Bro, look. Ich bitte, ich sag Ihnen auch. Okay, look. Schwör, gib Hand. Nein, warte, darfst du etwas sagen? Ja, Okay, ja. also. Müssen Sie 5 Minuten am erklären? Also, du sie 5 Minuten verlangst von mir, Bro, das ist ein Comedy-Podcast, ich bitte dich. Ich weiß, Bruder. deswegen sage ich, drop doch den Namen von dem, was du denkst. Und ich sage nichts. Wenn du sagst, oha, schäm dich. Ich tue einfach, es ist einfach ruhig. Und dann tun wir so, als wäre nichts passiert. Schwör. Wir gehen weiter. Schwör. Ja, ist gut. Gib Hand. Ja, ist gut. Du sagst schon, mit dem, als wäre schon passiert. Dann hat mit dem Thema weg. Ist gut. Okay. Wir wechseln noch ein Thema. Ja, als hättest du schon gesagt. Okay. Keine dazu drauf eingehen. Es ist wie so, Also ist gut, ich sag's. Okay. Das Land, wo mich null reizt zum Besuchen. Ja. Und das kann man jetzt vielleicht verstehen, dass man das Gefühl hat, okay, er ist ein bisschen, er hat rassistisches Gedankengut, er sieht. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe kein Interesse an Indien, ich hab's gesagt. Oh mein Gott, das scheiße gar nicht, Alter. Du scheiß Racist, Alter. Wow, Alter. Wow, Alter. Fucking Racist, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ich habe kein Interesse an Indien, du hast mir versprochen, wir reden nicht drüber. Fertig, Punkt. Aha, so, ich habe nur gesagt, dass das. Du hast unschuldig warm mit dem scheiß Studio, Alter. Oder? Ja, weißt du, was auch sicher unschuldig warm ist? In Indien, Bruder. Wer will auf Indien gehen? Bro, ganz ehrlich. Du willst auf Indien Ich gehen? würde einmal gehen, ja. Ich würde einmal gehen. Fix. Glaub mir. Wieso lügst du mich an? Schau jetzt. Schau jetzt. Ich würde es mir geben, weil ich würde einfach sehen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, Bro, dass ich auch dort könnte geil essen. Ja. Dass ich dort könnte eine gute Zeit haben. Aber ich habe das Gefühl, für mich wäre es vielleicht etwas, was ich mir eine Woche gebe. Bro, das Ding ist, look, Indien hat zum Beispiel in Bangalore oder so, es hat einen geilen Ort. Oder je südlicher du bist. Du musst einfach sagen, Bro. Bruder, Ja. ich sage jetzt Natur, Ja. Tempel. Also, ich meine, es ist crazy, was ich so für Bilder gesehen. Wieso gehst du nicht? Yoga muss crazy sein in Indien, Krass, Bruder. krass. Weißt du, was ich meine? Bro, sogar Pelin ist ein Ding gewesen, man. Ah, es ist nicht dort gewesen. Sri Lanka, Bruder, Ja, ist ja. andere. Ja. Aber es ist auch gut Yoga machen. Okay, Irgendwo, Bruder. weißt du, du kannst auswählen. Aber, Im Bro, Weg das oder- Problem ist die Anzahl Menschen. Ja. Ich habe keinen Bock auf Mumbai dort für. Bruder, ich kann doch wohl sagen, dass ich keine Lust habe auf ein Land und es ist nicht racist. Punkt. Es ist voll okay, Bro. Es ist ja voll Es okay. ist voll okay, ein Racist zu Darf sein. ich frage? Was hast du nicht wieder sagen? Hast du gemeint, ich sage. Das, ja? Kannst du Krass. wieder sagen? Ich kann's Du wieder denkst sagen. so über Indien? Nein. Krass. Ich weiß, was du denkst. Bro, look, ich sag dir ganz ehrlich, die Stadt, wo ich herkomme, Ja. Gaziantep, Jahr für Jahr, es reizt mich null. Mhm. Null, Bro. Weil jedes Mal, wenn mir das sagt, ey, weißt du, schon als Kind so oder als so Altini und so, ey, wir gehen Gaziantep, ich hatte den Gestank von der Altstadt schon in der Nase gehabt. Mhm. Von der Gossen, von alles. Gar kein Bock. Wie kommst du jetzt auf das? Weil ich würde sagen, es gibt für mich auch, sogar von meiner eigenen Heimat, gibt es Orte, wo ich nie will besuchen. Ja, fair. Nie. Genau, und ich wollte dazu noch sagen, ich stelle mir. Aber du bist ein Racist. Krass, Bro, krass. Nein. Also, ich denke Aber mal. darf ich schnell Ja, bitte. Ja. zum das Ganze noch in eine Ecke bringen, wo man etwas Schönes könnte dazu sagen. Ich habe Ich habe ein paar Uberfahrer, wo. Kannst du es aufschreiben für Schneiden nachher? Nein, Spaß. Ja, Okay. sag. Also, ich bin so, also erstens, ich weiß nicht, ob du auch realisiert hast, vielleicht, du bist nicht weniger als ich auf Social Media unterwegs, aber ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr und mehr Schweizer Content Creator. Okay. Und auch Schweizer, also auch Content, wo Schweizer so für Schweizer bestimmt sind. Mhm. Bro, und ich scrolle und auf einmal sehe ich zuerst so einen 6-Jährigen am Rappen
Oder 7-Jährige. Ja. Hey, gib ihm Bös. Ja, gib ihm böse, ja. Dann scroll ich weiter, Bro. Dann sehe ich nochmal irgendetwas ganz Gefleischtes. Irgendjemand so am Bahnhof etwas am Machen, am Singen. Er ist einfach am Camp führen. Also, hey, ich singe jetzt etwas für euch. Die Leute so, okay, weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin am Bahnhof der Zug am Warten. Also, juckt mich nicht, ihr hört jetzt zu. Nachher singt er etwas, hat er, hey, wie haben wir gefunden? Dann geht er. Aber dann nimmt er auf dabei. Ja, er nimmt auf, wenn er singt, aber er singt einfach so. Natürlich nicht auf Ernst, er singt so, halleluja. Ja, weißt du? Mhm. Aber check was ich meine, so, es gibt mehr Content. Ich bin Ja. am Scrollen, aber ich bin in der Schweizer Bubble gelandet. Ich fühle mich maximal happy. Ja. Die ganze Content. Du bist ja schlimm im Schweizer Game drin jetzt. Ja, so, ja, voll. Dein Algorithmus hast du gebaut. Ja, ja, aber ich find's wichtig und geil, dass es passiert ist, weil endlich halt mich mal nicht so ein deutscher Scheiß geben und so Also englischer ich finde Scheiß. halt einfach, ich persönlich finde 90% vom Content, der gemacht wird, einfach Ja, fix. Dreck, aber Ja, ja. 100% bin ich auch der gleichen Meinung, aber wenigstens machen Leute und basierend auf dem installieren jetzt ist 10%, wo kannst du vielleicht brauchen, dann gibt es 20 und 30. Ja, toll. Okay, so. Dann sehe ich ein Reel, wie einer am Rennen ist. Mhm. So, es wird von hinten aufgenommen. Und dann schreibt jemand, oder schreibt als Text, Tamil, also ein Run-Club. Mhm. Es gibt jetzt jeder Scheiß, es gibt ja überall, aber es sind einfach aus dem Nichts alle rausgekommen. Mhm. Wie Paddle Center. Jeder Ja. macht einen Running Club, Alter. Ja, ja. Sogar mein Kreis hat, also mein Gast hat 4 Running Clubs, Alter. Krass, Er ist Bro. voll übertrieben. Und dann habe ich so gesehen, er so, ey, Tamil Running Club. Ein Running Club für Tamiler, weißt du? Ja. Und ich gehe drauf. Alle Schweizer am sagen, Rassismus und so. Was Rassismus? Alle am sagen, Bro, Rassismus und so. Aber wie das nur für nur- Tamil, ja. Krass. Na, ich dachte ich so, ja, nee, ich bin am Reisen, Bro, und wirklich alle, es hat, nicht mal jemand hat ihn verteidigt, Alter. Nicht mal irgendjemand hat, nicht mal er selber, Bro, nicht mal er selber. Leute schreiben so, weißt du, Rassismus, er so, wie meinst du? Alter. Weißt du, nur das. Und dann bin ich so dort gewesen und ich bin am Schauen, nach überlegt, soll ich jetzt so etwas schreiben oder nicht? Ich habe so überlegt, so mit meinem Account, dann ich so, scheißegal, Alter, weißt du, juckt mich doch nicht und so. Und dann habe ich auf dem 20 Minuten Beitrag angefangen, so mit dem. Ja. Ja, easy. Aber auf jeden Fall bin ich so dort gewesen, so sehe ich so, Alter, Mann, der Typ macht einen Running Club für seine Leute. Und nachher, Leute schreiben so, Racism. Ja, aber halt, also, Und dann, nachher hat jemand, und auf dem hast du so, eben so Rassismus gegen Inder zum Beispiel gesehen. Einer schreibt so, ja, geil, sich jetzt gerade mit seinem Migros-Verkaufer-Club rennen. mit seinem was? Migros-Verkaufsclub, weißt du? Wie das alle im Verkauf schaffen? Ja, Migros-Kasse-Club oder so. Haben sie können etwas so sagen, Cricket-Verein oder so, also weißt du, oder? Dann würde ich halt erkennen, dass sie etwas gut sind. Ah, okay. Ja. Checkst wahrscheinlich, deswegen nicht. Dann habe ich das gesehen und dann ich so, Alter, Mann. Und Bro, das sieht wie so ein Wash aus, Bro, weißt du? So, also wenn ich er wäre, ich würde sagen, ich würde allen sagen, schick Adresse. Aber was haltest denn du von diesen Community-Clubs? Also zum Beispiel, wenn ich man finde es sagt, geil, Bro. wenn man so sagt, das ist nur für Frauen oder das ist nur für Kurden oder das ist nur für Tamilen, Hat ja einen Grund, dass es das nur so gibt. der wäre? Wie es kein Angebot sonst für Kurden gibt? Oder für Frauen? Verstehst du? Also, Ich check schon, ja. ja, also du checkst aber wie soll ich das sagen? Es geht ja darum, zum eine Community und einen Safe Space. Ja, fix 100%. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt will shooten und irgendwie würde ich im lokalen Verein etwas machen und so, entweder haben sie keinen Platz oder ich kann mich nicht durchsetzen oder irgendwas lange nicht, was haben wir. Und dann sehe ich, irgend so ein Kurd macht so einen Verein, FC Kurdistan Winterthur oder so. Und es hat nicht nur Kurden, aber es hat vor allem Kurden. Mhm. Bro, ich gehe dort hin, die verstehen mich, alle wissen, von wo ich komme, was für Struggles ich habe. Mal würde ich spielen, mal nicht und so weiter. Und dann ist absolut kein Ding, weißt du, dann ist so sagen, dann habe ich so ein Angebot, das auf mich zugeschnitten ist, blöd gesagt, wo ich auch etwas davon habe. Ich kann auch in einem Fußballclub mitmachen und auch Teil davon sind spielen. Und muss nicht irgendwie Pech haben und irgendwie hoffen, dass ich über Vitamin B oder dass mein Vater den Trainer kennt oder vom Verein und so. Dass ich dann Also du findest es gerade um Chancengleichheit auch? Chancengleichheit, aber auch, dass es ein gleichwertiges Angebot gibt für alle. Mhm. Tamam. Ja. Oder? Ich meine, das Gleiche ist ja wie zum Beispiel FC Kosovo Dietikon und so. Ja. Ist ja nicht so, weil es keinen Verein Dietike gibt oder kein Fußballverein in der Nähe. Das Argument von der Rechten ist ja nachher immer so, ja, aber was wäre, wenn wir einen Club machen, wo wir sagen, es sind nur Schweizer erlaubt? Das Ding ist ja, es gibt ja schon mega viele Clubs,
wo vor allem der weiße Schweizer halt enorm ist. Mhm. Es gibt ja recht viel, also wenn ein Schweizer etwas machen, oder nein, sagen wir so, wenn eine weiße Person in der Schweiz etwas machen, dann gibt in der Regel ein breites Angebot für ihn, so grundsätzlich. Mhm. Running Clubs, Junge Tat. Bro, eben, ja, Running Clubs, also Sportangebot, Vereinsangebot, Fußball, alles mögliche, Bro, Bücherclub und so weiter, Reiseclub, alles mögliche. Also du hast wirklich ein breites Angebot für dich. Fair. Wenn jemand von einer anderen Kultur oder von einem anderen Land auch so etwas mitmachen will, ist halt wie so, entweder du gehst dort hin, hast das Gefühl, du wirst nicht ernst genommen, es ist wie so nicht so ganz, weißt du, du bist nicht so ganz Teil davon, es ist noch vielleicht noch ein bisschen sprachliche Barrieren. Es ist einfach nicht so, du merkst halt, du bist nicht ganz Teil davon. Mhm. Wieder, wenn du aber siehst, zum Beispiel, dass jemand von deiner Kultur das macht, gehst du dort hin. Und es ist schon nicht so, dass die Leute dort hingehen und einfach wie so einen Plan schmieden gegen die Vernichtung von der Schweiz. Die gehen dort hin, sind für sich, machen das, was sie gerne machen. Und in der Regel sind sie auch, wie soll ich sagen, so, es ist ein vollwertiger Verein, Club, was auch immer, von der Schweiz. Das heisst, trotzdem haben die immer noch Sachen, es ist nicht so, dass sie immer für sich dort sind. Trotzdem machen sie Sachen, wie sie gehen Ausflüge machen, sie machen Sachen miteinander. Ich bin zum Beispiel im SAS-Club, ein SAS-Verein in Winterthur, also für das Instrument. Dort sind wir auch auf St. Gallen gegangen, wandern und so weiter, weißt du? Ja. Also das ist trotzdem, du kennst es ja, aber eben, das ist nicht so, dass du einfach dort bist, sondern es gibt ein Angebot für dich, aber trotzdem wird sehr darauf geschaut, dass du immer noch verankert bist und verbunden bist mit dem Land. Und nicht irgendwie eine Kultur pflegt, die dich noch mehr oder überhaupt in ein Ding bringt, wo du so noch mehr weggehst von Teil von der Schweiz. Ja, check es hier. Aber ja, Bro, das ist so. Ich soll sagen, es ist ja immer, du weißt selber, es ist ja immer einfach so, wenn Leute, die halt wenig oder eigentlich wie so nie in ihrem Leben Ausschluss, nicht teilhaben und so weiter erlebt haben. Es ist immer nur einfach, weißt du, jetzt für dich ausgeschlossen. Nein, Bro, du weißt schon, was Ausschlüsse heißt. Ja, check es hier. Du hast keine Ahnung, was heißt, so nicht Teil davon sein. Du hast keine Ahnung, was heißt, so, dass du nicht als vollwertig angeschaut wirst, dass du als niedrig angeschaut wirst, als weniger wert und so weiter. Das ist einfach Fakt, das ist einfach gegeben. Keine oder fast keine in der Schweiz, wo Dings ist, wo weiss ist, kennt das, weil es ist ja das ganze System und alles ist ja. Alter, wenn wir über Politik reden, sind wir trotzdem da. Keiner von denen, das ganze System und alles, was in der Schweiz passiert und aufgebaut wurde, ist ja von denen aufgebaut worden für ihre Leute. Das ist ja nicht so. Nein, also ich kann dich auch nicht so eine Ecke tun. Ja, ich weiß nicht, absolut nicht, aber ich habe wieso gedacht, wenn ich schon dran bin, hole ich jetzt Maximus, aber er ist ein bisschen politisch geworden. Ja, man, noch ein bisschen Kaffee. Ja, man. Am Schluss noch ein bisschen ernst worden, was sollst du machen, man? Ist ja okay, Bro, alles gut. Ich kann, weißt du, dafür haben wir jetzt vergessen, dass du racist bist. Dafür haben wir das jetzt vergessen, Ja, genau. fix. Nein, hey, wir sind am Ende angekommen, weil wir haben den nächsten Termin, wo wir Ja, man, wir müssen schon vom Sprung angehen. Auf jeden Fall, hey, genießt den Sommer. Danke für euren ständigen Support. Wir hören uns hoffentlich in ein paar Wochen wieder. Ja, man. Und ja, Sarah, take it away, Bruder. Bitte, bevor wir in die Ferien gehen, folgende Dinge müsst ihr machen, unbedingt. Auf Spotify folgen, wenn ihr nicht schon habt, ohne nichts sagen folgen. Alles als 5 Sterne bewerten und bitte, so ein Bit von mir so oder von kurzmündig, wenn ihr schon Zeit habt und ihr sagt, es kommt nicht vor, wir wollen aber trotzdem von euch konsumieren, schaut doch mal unsere alte Folge und schreibt uns, wenn ihr das macht in der Ferien, so von all dem, was ihr gelost habt. Was ist das Beste, was ihr gelost habt und was ist das Schrecklichste, was ihr wirklich nicht mehr euch geben könnt. Wir nehmen das in der Ferien auf, während wir unsere Eier schaukeln und während der Joldasch Pleskawitz isst, irgendwo. Genießt eure Zeit, passt gut auf euch auf und bis bald. Schöne Ferien. Das ist kurz und